Wir haben dann diverse Agenturen, also Managements angeschrieben, weil wir haben doch schon geschnallt gehabt, dass wir jemanden haben, der uns ein bisschen fördert. Wir haben normalerweise auch hinter der Bühne ein Ritual, das nämlich ein bisschen oben runter. Das tut mir leid, normalerweise machen wir das im Backstage noch. Geben wir Vollgas. Unser erster Manager, also ausschlaggebend war er nachher für das Hauptberufliche, weil es ist klar, er hat gemerkt, er kann uns schier nicht verkaufen. Entweder hat er irgendeine Lehrersitzung gehabt, oder ich hatte einen Elternabend gehabt, oder irgendetwas. Und dann hat er einfach gemerkt, hey, super, die haben einfach 5-mal in der Woche gar keine Zeit. Komm, wir hören auf. Und wir haben dann gesagt, ja, wir hören auf mit Schule gehen und schauen mal 2 Jahre. Spätestens nach 2 Jahren wollen wir gleich viel verdienen wie als Lehrer. Wir haben zwar schier nur Hundsverlocherte gespielt, also grausame Hundsverlocherte, Grümpis. Oder zum Teil auch miserable Auftrittsbedingungen, was die Bühne anbelangt. Oder? Also gar keine Bühne rum. Zwischen den Tisch im Säle vom Rössli, zwischen den Leuten durch. Du hast hinter dir Leute, du hast vor dir Leute. In Kochen umgezogen haben. Hey, echt zum Teil, weißt du, bist hinten runtergelehnt, da war die Ablage, da oben drauf sind schon Dessert parat gestanden. Küchenleute hinten dran durch und so, und du bist da hinten. In den Unterhosen irgendwie. In den Unterhosen, genau, irgendwie. Und dann gehst du vorher, machst den Auftritt und die Küchenleute latschen hinter einem auf der Bühne durch, lassen Kaffee raus. Wir haben alles erlebt. Erbärmliche Sachen. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist unsere Freude, unsere Begeisterung an dieser Vision, an diesem Traum, von diesem Job Cabaret Comedy zu leben, schon so fortgeschritten gewesen, dass wir gefunden haben, das gehen wir rein. Ja, es war einfach alles egal gewesen. Also ich weiss noch, es war im 05 gewesen, im Sommer, wo wir aufgehört haben. Und ich habe den letzten Lohn bekommen, Lehrerlohn. Und ich habe nachher gewusst, wir haben den ganzen August und September, ich glaube, ein Gig. Aber ich weiss, es war mir alles egal gewesen, weil ich von meinem Hobby leben konnte. Ich habe das geil gefunden. Es war schwierig im Umfeld. Meine Lehrkollegen, meine sonstigen Kollegen, die haben alle das natürlich nicht ernst genommen. Und so, bist du am Glöndeln und... Ja, und auch in der Familie hat es zuerst ein bisschen... Ja, da hat man gespürt, also bei mir war es so, gespürt, dass die Begeisterung jetzt minder gross ist, dass man da den Lehrernagel, einen soliden Job am Lehrernagel, habe ich gesagt. Ja, der Lehrernagel. Wir waren gebucht an Silvester in der Lenzer Heide, in einem riesigen Hotel mit verschiedenen Restaurants, zusammen mit anderen Künstlergruppen, das weiss ich noch. Es hat noch eine A-Cappella-Gruppe und noch, ich weiss nicht, einen Tischzauberer. Und wir Künstler sind rotiert in diesen Restaurants, in diesen hotelinternen Restaurants und haben quasi während dem Nachtessen, während dem Galadiner von diesen Leuten unsere Showacts gehabt, unsere 10-minütigen, glaube ich jetzt mal. Katastrophe. Also Katastrophe, schlimmer geht gar nicht, das muss ich wirklich sagen. Und dort war es ganz schlimm, weil alle anderen haben gesungen oder irgendeine so die anderen Künstlergruppen. Und wir sind einfach in so edle Leute, die so ihre Sechsgänger bekommen. Und wir sind einfach jetzt geheißen, und jetzt müsst ihr reinbrechen. Und dann sind wir irgendwie... Wir haben dadurch, dass wir natürlich mit Wort agiert haben und nicht mit Melodie und Gesang, die Aufmerksamkeit gebraucht von den Leuten. Und die ist einfach nie gewesen. Ja, richtig. Und zwar ist das Gabriel auch nach uns beantwortet. Sie haben sicher in den Medien mitbekommen, es ist so ein Hin und Her beim Göppirein. Und zwar heisst das jetzt auch, das heisst Pantomime Divertimento. Das ist nach uns benannt. Kennen Sie alle, ja? Und es war wirklich frustrierend. Ich weiss auch noch, die Gage war wirklich für unsere damaligen Verhältnisse sau gut gewesen. Und wir hatten eine scheisse Freude gehabt, dass wir dort aufreisen. Ja, was irgendwie heisst 800 Franken für einen ganzen Abend mit Übernachtung. Und nachher das hat uns recht gefrustet. Ich weiss noch, da sind wir richtig angepisst gewesen. Sehr angepisst gewesen. Zu dem Mal haben wir in einem super Hotel gespielt und geschlafen haben wir in einer Besenkammer. Die haben uns dort so ins Matratzenlager, weil es voll war, ins Matratzenlager reingetan. Und dort befinden wir uns. Dort. Wir haben nämlich einfach gesagt, okay, wir haben fertig gespielt, etwa um 11:30. Mitternacht haben wir noch das Feuerwerk gesehen. Und dann haben wir uns zurückgezogen in unser Matratzenlager. Und haben Blue Curaçao getrunken. Und haben einfach
was ich gar nicht gerne habe, ich sehe mich überhaupt nicht gerne betrunken. Da sind wir betrunken, hören wir einander zu und tun uns gegenseitig Bauchpinseln, wie lustig dass wir sind. Und haben Freude. Und es ist eine Nummer dabei entstanden, und zwar die Märli-Nummer. Hey, wir haben, Johnny und ich haben letztens etwas herausgefunden. Wir haben Schülertheater gemacht. Oh, Julia, lass deinen Zopf herunter. Oh, Romeo, du mich aus. Oh, Romeo, das ist nicht wahr. Oh, Romeo, du sagst es Dirndl. Oh, was, du sagst es Dirndl mir, du dumme, der freche Dachs. Julia. Also kennt leider auch niemand, weil sie in unserem allerersten Programm vor Kultimulturell, wo wenig Leute gesehen haben. Aber ja, auch das wieder aus einer Situation aus einer Wartesituation, aus einer Frustsituation da. In diesem Fall jetzt ist etwas entstanden. Oh, Romeo, du frecher Dachs. Nein! Doch! Nein! Nein! Oh, was, du sagtest. Oh, was, du sagtest. Dirndl zu mir, du frecher Dachs. Das mache ich nie mehr, du Holder, Kerl. Bist ein Schwein.